Madame Adem. Merci, Herr Präsident. Auch dieses Gesetzesprojekt als Teil von der Umsetzung vom Tripartite-Akkor vom 4. Juni. Mesuren, die durch dieses Gesetzesprojekt angefordert werden, haben 3 Ziele. Kaufkraft von der Städte stärken, die Inflation bremsen und die Landwirtschaft unterstützen. Heute geht es konkret um Kompensation für den Heizungsmassut und für den Diesel, für den landwirtschaftlichen Sektor, den Weinbau, Gärtnerei, die Fischzucht und die Buschwirtschaft. Kompensation, die angefordert wird, als 15 Cent pro Liter, all Taxen abgegriffen. Sie gilt, wenn sie an der Chambre angeholt wird, ab dem 1. August und läuft den 31. Dezember von diesem Jahr aus. An der Praxis kriegen Klienten die Reduktion direkt und die Operatoren kriegen diesen Rabatt nur einem monatlichen Dekont von den effektiven Wanten kompensiert. Der Kostenpunkt von dieser Mesure wird auf 10,1 Millionen Euro geschätzt. Das ist eine Schätzung, die basiert auf die Verkaufszahlen von August bis Dezember vom letzten Jahr. Am Gegensatz zu anderen Mesuren aus dem Tripartite-Akkor ist diese Preisevolution nicht und die Evolution von den Marktpreisen gekoppelt. Weil diese Kompensierung auf einem Gesetz beruht, kann sie nicht, wie es beim Reglement Grand Ducal der Fall ist, von Haut auf morgen ändern oder aufschaffen. Für die Formulation von diesem Gesetz gibt sich inspiriert von den Texten über die Energiepreisbremsen, die aus der Tripartite von 2022 herausgekommen sind. Das für allem dafür zu sorgen, dass Gesetze so sehr wie möglich können angeholt gehen und Hilfe pünktlich für den 1. August bei den Leuten ankommen. Herr Präsident, erlaubt mir auch ein paar Worte zu den Avien zu sagen. An ihrem Avis hat die Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics ihren Akkord zu diesem Gesetzesprojekt gegeben. Der Staatsrat stellt fest, dass der Montant von 10,1 Millionen Euro, den an der Finanzfiche steht, kein Plafond für die finanzielle Kompensation zulasten vom Staat durchstellt, wir nehmen eine einfache Estimation von den Kosten aus. Der definitive Montant hängt von der tatsächlichen Konsumation von den betroffenen Petrolprodukten während der Aufwendungsperiode von der Reduktion vom Verkaufspreis auf. Der Staatsrat schlägt auch vor, das Gesetz vom 19. Dezember 2025 über das Staatsbudget für das Jahr 2026 zu ändern, für die entsprechenden Kredite dort anzuschreiben. Die Heichkörperschaft hat außerdem ein paar Vorschläge formuliert, für den Text zu klarifizieren. Das Vorschläge wurden von der Kommission überholt. Für weitere Details verweise ich auf mein schriftliches Rapport. Zur Prozedur wir nach Folgendes zu sagen: Das Gesetzesprojekt auf den 12. Juni 2026 vom Finanzminister deposiert. Gouf den 17. Juni an der Spezialkommission Tripartite examiniert und gouf als Rapportrice ernannt. Die Staatsbeamte hat ihren Avis den 19. Juni publiziert und der Staatsrat sein Avis den 26. Juni. Das Avis goufen von der Spezialkommission den 30. Juni analysiert und der Rapport gouf den 3. Juli angeholt. Herr Präsident, heimat da schließe ich mein Exposé als Rapportrice auf, also ich merci für die Nolausstre. Vielmals merci, Madame Adem. Und dann geht dann als Sprecherin von der CSV-Fraktion für über die 3 Projekte zu schwätzen. Merci, Herr Präsident. Heute stimmen mir die 1 Gesetze aus dem Resilienzpakt, den an der Tripartite vom Mai, Juni entstanden ist. Dieser Resilienzpakt ist eine Antwort auf die aktuelle wirtschaftliche Situation. Lützeburg ist keine Insel. Wir spüren Konsequenzen von geopolitischen Spannungen, von einer internationalen Energiekrise, von Unsicherheit auf dem Markt, von Inflationsdruck und von einem wirtschaftlichen Aufschwung. Die Regierung hat Sozialpartner zusammengerufen und gute Lösungen gefunden. Und ich will für allem auf Punkt eingehen, die wir schon an meinem Rapport zum Schluss hören, nämlich die Vitesse, mit der diesen Akkord zustande gekommen ist. Den ersten Rendezvous vom Komitee de Koordination Tripartite war den 12. Mai. Danach kommen Sitzungen vom 2., 3. und 4. Juni. Am den 1. Juni ist ein Akkord unterschrieben worden.
Dat heißt, am Manner wéi engem Mond ass enger Krisenanalyse o konkreten Pak ginn. Dëssen erfollech ass auch op de Leadership vum Premier Luc Frieden zurückzuführen. Dat ass Troll vun enger CSV gefauerter Regierung. Mir sie gewählt ginn fir Lesungen ze sichen. Mir sie gewählt ginn fir Sicherheet ze ginn an enger Zeit, wo Leute sech viel vorstellen. Mir sinn an der Verantwortung fir als Responsabilitäten zu holen. Mir sie gewählt ginn fir d' Kaufkraft vun de Leute zu schützen, Erbesplatzen zu halen, Wirtschaft zu stärken und Land op Zukunft hier zu bereden. Herr Präsident, den Akkord, den an der Tripartitfond gouf, huet 4 Großziele. Erstens Kaufkraft schützen, zweitens Erbesplatzen erhalen, drittens Wirtschaft stärken, und viertens Land op Zukunft hier bereden. An diesen Aufforderungen geht diesen Akkord gerecht. Für die Leute draußen ist es wichtig nicht, wie viele Sitzungen es gab. Für sie ist es wichtig, was ändert sich für mich? Was bedeutet das für meine Rechnung? Was bedeutet das für mein Portemonnaie? Was bedeutet das für mein Erbest? Und was bedeutet das für meine Familie? Die Antwort auf diese Fragen ist klar. Dieser Pakt bringt konkret Entlastung. Beim Strom wird der Preis für die Ménagen unterstützt. Beim Gas und beim Heizöl gibt Leute entlastet. Beim Benzin und beim Diesel wird eine temporäre Unterstützung angefordert. Das sind nicht abstrakt Maßnahmen. Das sind Suen, die die Leute nicht zusätzlich bezahlen müssen. Das ist Luft am Budget von einer Familie, die allmond muss rechnen. Das ist eine direkte Hilfe für die, die auf den Auto angewiesen sind, für Schaffen zu gehen. Das ist eine Unterstützung für die, die sich Sorgen machen, wenn die nächste Energie- oder Heizrechnung kommt. Für das Entlastung bei den Leuten ankommt, schaffen die Regierung und die Chambre mit Notdruck dran, dass die gesetzlichen Mesuren, die dafür geholt werden, so sehr wie möglich umgesetzt werden. Preisbremse Diesel und Benzin gouf per Reglement Grand Ducal angefordert und ist unter dem 1. Juli in Kraft. Mam Gesetzesprojekt, dem wir heute stimmen, kann Preisbremse Heizungsmasut und Agrardiesel den 1. August in Kraft treten. Auch die Hilfe Gaspreis stimmen wir heute schon. An die nächste Woche kommen noch verschiedene Texte dabei, so dass die wichtigsten Mesuren können wie aufgemäht den 1. August in Kraft treten. Diesen Akkord ist nicht nur eine Kaufkraftmesure, es ist auch ein Pakt für die Beschäftigung und die Ökonomie. Weil eine Sozialpolitik funktioniert nicht mehr, wenn wir eine starke Wirtschaft haben. Wenn Betriebe unter Druck geraten, da geraten auch Arbeitsplätze unter Druck. Und dafür ist es richtig, dass der Pakt zibliert Hilfen für betroffene Sektoren vorgesehen. Nicht nur so der sogenannten dicke Schlauch oder die berühmte Gießkanne, mehr gezielt, da, wo die Krise wirklich ankommt, da, wo die Arbeitsplätze und wirtschaftliche Aktivitäten müssen geschützt gehen. Dieser Pakt weist, was möglich ist, wenn die Politik zusammen schafft. Tripartit ist eine Stärke vom Lützeburger Modell, und die Regierung hat gewiesen, dass sie an einer unsicheren Zeit sehr seriös und konkret handeln kann. Diesen Akkord ist kein Symbol, es ist eine konkrete Antwort. Eine Antwort für die Kaufkraft, eine Antwort für die Arbeitsplätze, eine Antwort für die Betriebe, eine Antwort für die Familien und eine Antwort für die Zukunft von diesem Land. Und dafür können wir sagen, das ist Verantwortung an der Praxis. Das ist Politik, die ankommt. Und das ist eine Regierung, die handelt. Merci.